Jetzt möchte ich aber einsteigen in unsere Predigt heute, Vorurteile überwinden. Das Buch Jakobus ist sehr, sehr ein praktisches Buch und es spricht die Sache immer sehr direkt und unverblümt an. Manchmal, wenn ich in diesem Buch lese, da kommt es mir vor, wenn mir jemand auf die Füße tritt. Habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr die Bibel leset? Es tut im Moment recht weh, aber es ist heilsam. Und der Jakobusbrief zwingt uns dazu, nachzudenken. Er ist wie ein Spiegel, wo wir sehen, wo wir wirklich stehen. Und am letzten Sonntag haben wir gehört von Matthias, unsere grössten Probleme im Leben sind Probleme mit Menschen. Dass wir mit anderen Menschen auskommen können. Und das ist eine riesige Herausforderung. Und auch in dem Kapitel 2, wo wir heute als Text haben für die Predigt, geht es um ein Problem, das wir haben mit Menschen. Und ich möchte lesen aus dem Jakobusbrief die ersten Vers. Liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst? Dann Vers 8. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig, denn ihr missachtet dieses Gesetz. Und nach Vers 12. Bedenkt deshalb in allem, was ihr sagt oder tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht. Vers 13. Denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Soweit Gottes Wort. Es gibt eine Sünde, über die redet man nicht sehr viel. Aber sie kommt überall vor und ist weit verbreitet. Die Bibel nennt das die Sünde von der Bevorzugung. Die Sünde von der Parteilichkeit, oder man könnte sagen Diskriminierung oder vom Richten. Wir nennen es heute in dieser Predigt die Sünde von der Vorurteil. Ich weiss, was jetzt einige von euch denken, Vorurteil, da habe ich kein Problem damit. Aber wir wollen ja heute ein bisschen die subtileren Arten von Vorurteilen anschauen miteinander, weil wir können uns so schnell da drin verfangen. Und der Jakobus konfrontiert das Thema frontal, gerade im ersten Vers. Er sagt da, liebe Geschwister, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? In anderen Worten, es ist nicht möglich, dass du sagst, du glaubst an Jesus und du hast gleichzeitig Vorurteile. Das ist so ein Tritt auf unsere Füße, oder? Jetzt, was sind überhaupt Vorurteile? Ich möchte das heute illustrieren. Ich habe hier eine Wasserflasche mitgebracht. Und meine Frage ist, was seht ihr? Was auf dieser Wasserflasche? Was für ein Wort ist auf dieser Wasserflasche geschrieben? Wir sehen es auf der Kamera, auch für den Livestream, damit es alle sehen, was für ein Wort steht auf dieser Flasche. Elmer, oder? Ich sehe das nicht. Bei mir steht 150 CL und alles andere ist viel zu klein geschrieben, dass ich es lesen könnte. Aber wir schauen alle die gleichen Flaschen an, oder? Aber ich kann nicht sehen, was ihr seht. Es sei denn, ich nehme mir Mühe und Zeit und laufe um die Flasche herum, damit ich sie aus eurer Perspektive betrachten kann. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich mir die Zeit nicht nehme, eine Situation aus allen Perspektiven zu betrachten, dann können sehr schnell Vorurteile entstehen. Ich hätte jetzt allen Grund, zum zu sagen, ihr lügt mich an. Ihr sagt, da drauf steht Elmer, aber ich sehe das nicht. Also, ihr seid Lügner. Und von jetzt an habe ich das Vorurteil euch gegenüber
ihr lügt. Dem Begriff Vorurteil finden wir 2 Worte. Das Wort Vorsilbe, und das Wort Urteil, oder anders gesagt, eine Verurteilung wie in einem Gerichtsfall zum Beispiel. Also ein Vorurteil ist somit, kann man sagen, ein Urteil, das viel zu schnell, viel zu früh und ohne, dass man alle Fakten kennt, getroffen wird. Studien haben gezeigt, dass wir Menschen dazu neigen, uns in den ersten 30 Sekunden, wo wir jemanden zum ersten Mal sehen, ein Urteil zu bilden. In den ersten 30 Sekunden. Ich möchte ein Beispiel geben. Ist dir auch schon passiert, dass du da angekommen bist vielleicht im Foyer raus oder da im Saal, und du wirst von jemandem nicht begrüßt. Die Person läuft einfach an dir vorbei, aber dann siehst du, wie sie alle anderen begrüßt. Was denkst du jetzt? Was geht in dir ab? Der ist eingebildet. Der hat etwas gegen mich. Der mag mich nicht. So schnell haben wir ein Urteil gebildet. Wir verrennen uns in etwas. Wisst ihr, dass du nicht begrüßt worden bist? Das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt. Aber wenn wir dann meinen, wir wissen jetzt, warum dass die Person uns nicht begrüßt hat, dann entstehen Vorurteile. Anstatt dass wir zu der Person gehen und sagen, hey, du hast mich heute nicht begrüßt, ist mir übrigens auch schon passiert, dass jemand kam und gesagt hat, Susanne, bist du einfach an mir vorbeigelaufen? Ich habe gesagt, sorry, ich habe dich wirklich nicht gesehen. Dass wir nachfragen, haben wir Vorurteile anderen gegenüber. Und wenn wir uns anmassen, das Motiv vom Handeln von anderen Menschen zu kennen, dann enden wir im Vorurteilen diesen Menschen gegenüber. Und wisst ihr, Vorurteile, die schaden uns. Die beruhen meistens auf einer Fehleinschätzung und du schadest nicht nur dir, sondern auch anderen damit. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben, das ihr vielleicht alle auch schon erlebt habt. Du gehst posten, bist in einem Supermarkt und es hat viele Leute. Und da ist die Mutter mit 3 kleinen Kindern. Das Kleinste ist im Postiwägel rein und schreit wie am Spiess. Es tut dir richtig weh in den Ohren. Und die beiden Eltern rennen umeinander und reissen die Sachen von dem Regal. Und wenn sie das Postiwägel rein tun, und die Mutter macht einfach nichts. Und du stehst da und denkst, es wäre etwa Zeit, dass du deine Kinder ein bisschen erziehen würdest. Wie schnell urteilen wir über so eine Mutter? Und wisst ihr, es gibt so viele Situationen im Leben, wo wir in Gefahr stehen, Vorurteile zu haben. Und ich habe so ein paar typische Beispiele mitgebracht, mit Bildern. Wir urteilen zum Beispiel aufgrund vom Aussehen von Menschen, auf die äußere Erscheinung. Oder wir sehen jemanden, hey, das muss ein Terrorist sein. Oder eingebildet, oder ein Diva, das ist ein Streber. Wir wissen ja, Kinder mit Brüllen, das sind immer die besonders Gescheiten. Das sind alles so Vorurteile. Es ist mal ein Experiment gemacht worden mit Tramper. Man hat sie auf unterschiedliche Art und Weise eingekleidet. Und wisst ihr, je schicker dass sie angezogen sind, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mitgenommen worden sind. Schon interessant. Wir beurteilen Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten, wie sie sich kleiden. Und wissen wir Christen sind da nicht anders. Manche Menschen kommen in den Gottesdienst, um ihre Augen zu schliessen und Jesus zu sehen. Und andere kommen, um alle anderen zu beäugen und zu beurteilen. Was hat sie heute wieder an? Der sieht aber aus. Das ist ein Gebiet. Ein anderes Gebiet, wo mir sehr schnell in Vorurteile fallen können, ist die Herkunft von Menschen, ihre Nationalität. Und mir gefällt das Bild, weil es zeigt einfach, Gott ist so vielfältig. Gott liebt Farben. Amen. Hey, Gott ist nicht langweilig. Und wir sollen kein Vorurteil haben aufgrund von Herkunft oder Nationalität. Und das nächste Bild zeigt, dass wir urteilen aufgrund von Jung und Alt. Hey, du bist zu jung. Nein, du bist nicht zu jung. Oder du bist zu alt.
nein, du bist auch nicht zu alt. Oder dann ein weiterer Punkt ist die Stellung im Leben. Dass wir, oh, du bist Professor, oh, du hast keine Ausbildung. Und schon urteilen wir über Menschen, oder? Oder bist in der Schule und hast eine schlechte Note, oder? Du bist dumm, oder? Dabei hast du ganz andere Fähigkeiten. Wir urteilen so schnell. Oder dann der Grund, der am häufigsten vorkommt, das ist aufgrund von Reichtum und Armut. Wir beurteilen Menschen nach dem wirtschaftlichen Status. Wir neigen dazu, denen, die reich sind, die mehr verdienen als wir, denen zu schmeicheln, weil vielleicht können wir ja auch noch davon profitieren. Und gleichzeitig verachten wir all die arm sind, die nichts haben. Und das ist genau die Situation, die der Jakobus da beschreibt im Kapitel 2. Wir haben es gelesen, in den Vers 2 bis 4. Da kommen zwei fremde Männer zur gleichen Zeit in den Gottesdienst und wir wissen, dass sie fremd sind, weil sie haben nicht gewusst, wo sie sitzen sollen. Und das ist der eine, der Mann, der kommt und der Reichtum, man sieht es gerade von weitem, weil er hat so richtig teure Kleider an, wahrscheinlich an der Bahnhofstrasse gewesen, hat sich dort eingekleidet mit Gucci, Versace oder Armani oder was immer, wie die Marken alle heissen. Und es heisst auch, dass er kostbaren Schmuck getragen hat. Und das Wort im Griechischen steht, bedeutet goldene Finger. Das ist im Neuen Testament, zu dieser Zeit hat man goldige Ringe mieten, um zu beweisen, wie wohlhabend das man ist. Und der war so gekleidet und so beschmückt gewesen. Und interessant ist, der Jakobus kritisiert den Mann nicht dafür, dass er reich ist. Mit keinem Wort. Aber er kritisiert die Gläubigen. Wisst ihr, der Brief ist an Gläubige geschrieben. Er kritisiert sie dafür, dass sie ihm bevorzugen und ihm besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vorurteil. Weil da ist noch der andere Mann, der von Armut betroffen ist. Er ist absolut mittellos, hat Löcher in seinen Jeans, hat aber nicht dafür gezahlt. Hat wahrscheinlich keine Schuhe an, die Haare völlig durcheinander und gut geschmückt hat er sicher auch nicht. Und was sagt jetzt die Person vom Begrüßungsteam, muss jetzt die beiden an Platz setzen. Und was macht sie? Sie nimmt den Reichen, führt ihn ganz vorne im Gottesdienstsaal. Dort hat es wahrscheinlich Ledersessel gehabt. Bitte nehmen Sie da Platz. Wir wollen, dass es Ihnen wohl ist. Können wir Ihnen ein Wasserfläschchen bringen? Bevorzugung. Und zum anderen, zum Penner, sagt sie einfach, du kannst dich da an die Decke stellen oder am Boden sitzen. Wortwörtlich im Griechischen heisst unter meinem Fußschemel. Unter meine Füße. Das ist so die absolute Erniedrigung. Hat ihn rücksichtslos behandelt und ist dem Mann gegenüber voller Vorurteil gewesen. Jetzt, was ist das Problem von Vorurteilen? Warum sind sie falsch? Erstens einmal, Vorurteile sind lieblos. Wir haben gelesen im Vers 8, da steht, wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht. Wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum wird das Gebot das königliche Gebot genannt? Wisst ihr warum? Weil das höchste Gebot ist von allen. Weil alle anderen Gebote sind in dem einen Gebot erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Bibel sagt in Galater 5,14, das ganze Gesetz ist in einem Satz zusammengefügt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wow. Seht ihr, das Gebot, das königliche Gebot, muss all unsere Beziehungen bestimmen können. Und das geschieht. Wow. Wenn wir Menschen bevorzugen, ihnen gegenüber Vorurteile haben, dann missachten wir das königliche Gebot. Dann handeln wir lieblos. Wisst ihr, Jesus hat gesagt in Johannes 15,12, und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie hat Jesus uns geliebt? Wie liebt er uns? Erstens mal,
bedingungslos. Egal, ob du arm bist oder reich. Egal, ob du gut aussehend bist oder ein bisschen weniger. Egal, ob du jung bist oder alt. Egal, woher dass du kommst. Egal, was für eine Hautfarbe dass du hast. Egal, ob du gebildet bist oder nicht. Jesus liebt dich bedingungslos. Er liebt dich vollständig. Er liebt uns ohne Ende. Und jetzt sagt die Bibel da, genau so sollen wir die Menschen lieben. Bedingungslos. Egal, wo sie herkommen. Egal, welche Hautfarbe. Egal, jung oder alt, reich oder arm. Bedingungslos. Vollständig. Und ohne Ende. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Es fällt uns Menschen so viel leichter, über andere zu urteilen, als sie bedingungslos zu lieben. Stimmt's? Und das Problem der Vorurteile fängt mit einem Mangel an Liebe an. Dann das zweite Problem, das wir da sehen von Vorurteilen. Vorurteile sind eine ernstzunehmende Sünde, weil sie gegen Gottes Gebot verstoßen. Die Welt verehrt, die Welt bevorzugt die Erfolgreichen, die Starken, die Schönen, die Reichen und verachtet gleichzeitig die Armen. In dieser Welt leben wir. Und so eine Unterscheidung ist nicht nur lieblos, sondern das ist Sünde. Das ist Zielverfehlung. Wie man Sünde auch nennen kann. Menschen unterschiedlich zu behandeln, ist nicht einfach so, es ist eine Bagatelle, oder? Das ist doch etwas Kleines. Und Gott schaut darüber hinweg, so mit einem kleinen Augenzwinkern. Nein. Die Bibel sagt uns so klar, wenn ihr einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig, denn ihr missachtet dieses Gesetz. Das königliche Gesetz, andere zu lieben wie uns selber. Denn die Vorurteile sind nicht das Problem von Bevorzugung, von Alter, von Reich, von Hautfarbe. Vorurteile sind das Problem von der Sünde. Es ist eine Sünde, von der die Bibel sagt, dass wir alle eines Tages einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Römer 14,10, warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle, wie viele sind alle? Gehöre ich auch dazu, du auch. Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir mal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wie wir andere behandelt haben? Nun, die grosse Frage dieser Predigt und für uns mit dem Thema, wie können wir frei werden von Vorurteilen? Wie können wir Vorurteile aus unserem Leben verbannen? Und ich möchte euch gerade sagen, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Du kannst dich noch so anstrengen, dir noch so Mühe geben. Wisst ihr, Christ sein heisst nicht einfach, ich glaube an Jesus und jetzt versuche ich, möglichst viel von diesen Regeln in der Bibel einzuhalten. Das ist Religion. Und Jesus hat uns zu etwas ganz anderem gerufen, zu einem Leben mit ihm, in der Freiheit, im Sieg und nicht in eigener Anstrengung. Damit wir wirklich frei werden von Vorurteilen, braucht es zwei Sachen, die wir in diesem Text sehen. Das Erste, was es braucht, ist, wir brauchen eine Offenbarung von Jesus, am Herr von der Herrlichkeit. Das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt. Der Jakobus sagt nicht einfach, du als Gläubiger darfst du kein Vorurteil haben, sondern er zeigt uns auch, wie es möglich ist, ohne Vorurteil zu leben. Und er sagt das im Vers 1. Da finden wir das Entscheidende. Da heißt es, liebe Geschwister, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit zu glauben? Den Herrn der Herrlichkeit. Unser Glaube muss in Verbindung sein mit Jesus am Herr von der Herrlichkeit. Jetzt, was heißt das? Jesus hat alle Herrlichkeit im Himmel bis im Vater. Und er ist bereit, die Herrlichkeit zurückzulassen und auf die Erde zu kommen als Mensch. Und weil er sündlos gelebt hat auf dieser Erde,
hat er das, was wir verloren haben, nämlich die Herrlichkeit bei Gott, die Herrlichkeit von Gott hat er können auf dieser Erde offenbaren, können sichtbar machen. Es heißt von Jesus, in Johannes 17,4 sagt er selber, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Wenn wir Jesus sehen, dann müssen wir erkennen, dass er der Herr der Herrlichkeit ist. Dass in ihm alle Herrlichkeit ist. Was ist Herrlichkeit? Es ist das ganze Gewicht von seiner Grösse, von seiner Macht, von seiner Pracht, von seiner Majestät, von seiner Exzellenz, von seiner Erhabenheit, von seiner Einzigartigkeit, von seiner Reinheit, von seiner Heiligkeit, wenn wir heute gesungen haben. Und wisst ihr, das ist eine unvollständige Beschreibung von Gottes Herrlichkeit, weil es gibt keine menschliche Sprache auf dieser Erde, wo Gottes Herrlichkeit auch nur annähernd adäquat könnte ausdrücken. Und meine Frage ist, haben wir Jesus als Herr von der Herrlichkeit schon kennengelernt? Sind wir ihm schon als Herr der Herrlichkeit begegnet? Sehen, das ist so ein riesiger Unterschied, ob du einfach an Jesus glaubst und weiterlebst wie bisher oder ob dein Glaube in Verbindung steht mit Jesus, am Herr von der Herrlichkeit. Die Bibel drückt das so schön aus im 2. Korinther 3,18. So ein wichtiger Vers, da steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Du, wir können, wie in einem Spiegel, Jesus, der Herr von der Herrlichkeit, erkennen. Wir können ihn anschauen, wir können seine Herrlichkeit erblicken. Und wenn wir das erleben, wenn wir das tun, dann geschieht das Allerentscheidendste. Der Vers geht nämlich weiter und dann steht, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In anderen Worten, wir werden in unserem Inneren, in unserem Wesen so umgestaltet, dass wir Jesus ähnlich werden. Jesus, der niemals Vorurteil hat. Darum ist es so wichtig, dass wir die Herrlichkeit von Jesus erkennen, sie anschauen. Immer wieder wie in einem Spiegel, damit wir innerlich verändert werden. Wir werden nicht nur verändert, sondern das wird uns auch befähigen, ohne Vorurteil zu leben. Weil dadurch, dass wir Jesus immer wieder sehen, dadurch, dass wir die Herrlichkeit sehen, kommen wir eine neue Sicht über. Eine neue Sicht, wir sehen die Menschen, wie Gott sie sieht. Wir kommen ein neues Denken über. Darum ist es so wichtig, dass wir uns tagtäglich Zeit nehmen, um Jesus, den Herr von der Herrlichkeit, wie in einem Spiegel anzuschauen. Der Glanz, die Pracht, die Heiligkeit. Und so verwandelt werden. Und wisst ihr, wenn das geschieht, dann haben wir nur noch einen Wunsch. Gott zu ehren. Ihn zu verherrlichen. Nicht nur da im Gottesdienst, sondern in unserem Alltag, im Umgang mit Menschen, in unseren Beziehungen. Wir wollen, dass Gott geehrt wird. Die Bibel nennt das auch Leben in der Ehrfurcht vor Gott. In Sprüche 16, Vers 6, da lesen wir, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Wisst ihr, Vorurteile sind böse. Vorurteile sind lieblos, sind Sünde. Aber wenn wir in der Furcht Gottes leben, in der Ehrfurcht, wo wir hin und weg sind von ihm, dann werden wir alles Böse meiden, weil wir Gott ehren wollen. Das ist das Erste, eine Offenbarung haben von der Herrlichkeit von Jesus. Und das Zweite ist, wenn wir frei werden von Vorurteilen, ist, dass wir barmherzig werden. Der Vers 13 haben wir gelesen, es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Was heißt es, barmherzig zu sein?
Das bedeutet, Menschen so anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wie hat Christus uns angenommen? Es heisst, nehmt, im Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und dann heisst, auf diese Weise wird Gott geehrt. Wenn wir Menschen annehmen, wenn er uns angenommen hat, wird Gott verherrlicht. Und echte Liebe begegnet Menschen mit Barmherzigkeit. Echte Liebe gibt Menschen das, was sie brauchen, nicht das, was sie verdient hätten. Und was brauchen wir Menschen jeden Tag neu? Was brauche ich jeden Tag? Was brauchst du jeden Tag? Barmherzigkeit. Wir sehen das so schön, wo die Frau, die im Ehebruch ertappt worden ist, hat sie zu Jesus gebracht. Und wir wissen, dem Gesetz gemäß hätte sie gesteinigt werden. Aber Jesus hat sie angenommen. Als Sünderin. Aber das heisst nicht, dass er ihre Sünde gut geheissen hat. Und sehen, da haben wir einfach ein Problem. Wir haben Angst, Menschen so anzunehmen, wie sie sind, weil wir denken, dass wir dadurch auch ihren Lebensstil oder ihre Sünde gutheissen. Aber Annahme und Gutheissung sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und die dürfen wir nicht miteinander verwechseln oder vermischen. Und Jesus ist da sehr klar gewesen, nachdem niemand einen Stein geworfen hat auf die Frau. Was hat er gesagt? Auch ich verurteile dich nicht. Aber er ist nicht da stehen geblieben, sondern hat noch gesagt, geh, aber sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist Barmherzigkeit. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dieser Mutter mit diesen 3 Kindern im Supermarkt. Wir haben die Szene beobachtet. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wissen gar nichts über die Mutter. Aber Gott kennt jeden Moment von ihrem Leben. So wie er auch jeden Moment von deinem Leben kennt. Gott weiss zum Beispiel, dass ihre Mutter sie verlassen hat, wo sie erst 2-jährig war. Gott weiss auch, dass sie bei ihrem Vater aufgewachsen ist, wo sie missbraucht hat. Gott weiss auch, dass sie jetzt eine alleinerziehende Mutter ist mit 3 Kindern, dass sie 2 Jobs hat, um sich über Wasser zu halten. Und dann muss sie posten gehen und es ist ein riesiger Kampf, bis sie die 3 Kinder im Auto rein hat, bis alle angeschnallt sind, um dann mit dem wenigen Geld, das ihr zur Verfügung steht, die Lebensmittel zu posten, die sie sich leisten kann. Gott sieht das und weiss das alles und er nimmt sie an. Aber wir ärgern uns. Wie kann man nur? Wir verurteilen sie. Aber wenn wir uns wieder Zeit nehmen, symbolisch gesprochen, um die Flasche herumzulaufen, die Situation von allen Perspektiven zu sehen, dann würden wir die Mutter kennenlernen. Wisst ihr, dann würden wir die Mutter nicht mehr verurteilen. Der Level von unserer Barmherzigkeit würde emporschnellen. Und der Level von unserem Urteil würde absacken. Und ich weiss, viele von euch würden mit dieser Mutter an die Kasse gehen und würden für die Lebensmittel zahlen. Und alle Frauen, ihr würdet sie auch gerade einladen ins Flourish. Oder in deine Kleingruppe. Oder in Gottesdienst. Wie schnell haben wir Vorurteile anderen Menschen gegenüber. Aber wie anders würde es aussehen, wenn wir tagtäglich in den Spiegel würden schauen, wo wir die Herrlichkeit, Jesus, der Herr von der Herrlichkeit, würden sehen. Seine Größe, seine Liebe, alles, was er ist. Und verändert werden in unserem Inneren. Dann wird es uns so viel leichter fallen, Menschen gegenüber barmherzig zu sein, Menschen anzunehmen, Menschen zu lieben, so wie Gott uns angenommen hat, so wie Gott uns liebt. Ich möchte zum Abschluss kommen und uns eine Frage stellen. Die Frage ist, in welchen Spiegel schaust du? Schaust du in den Spiegel von dieser Welt? Wo du Reichtum siehst, Ruhm, Stellung, guten Job,
Freizeit, Ferien. Oder schaust in den Spiegel und du siehst immer nur dich. Meine Bedürfnisse, Gott, du musst jetzt mir helfen. Gott, du musst das tun für mich. Oder schauen wir in den Spiegel von Gottes Wort. Zum Beispiel lesen wir den Jakobus, wo uns so klar zeigt, wer wir sind. Aber wo uns auch so klar zeigt, wer Jesus ist. Der Herr von der Herrlichkeit, wo wir ihn immer besser kennenlernen können, verwandelt werden durch die Erkenntnis von ihm und ihm ehren können, dadurch, dass wir frei werden von Vorurteilen. Menschen lieben, wie er sie liebt. Menschen annehmen, wie er sie annimmt. Während die Musik jetzt leise spielt, wollen wir doch Gott eine Antwort geben auf diese Botschaft. Ich bin sicher, dass Gott zu dir durch den Heiligen Geist geredet hat heute Morgen. In der Vorbereitung auf diese Botschaft habe ich einige Mal Gott um Vergebung bitten, weil ich gemerkt habe, wie viele Vorurteile in mir stecken. Oftmals unbewusst. Daher möchte ich, dass wir frei sind von Vorurteilen. Du darfst ihn um Vergebung bitten. Vielleicht ist in dir auch das Verlangen gewachsen, Jesus wirklich als Herr von der Herrlichkeit anschauen jeden Tag. Ihn besser kennenzulernen. Sag ihm das. Vielleicht bist du auch da und du hast den Hunger, ich möchte verändert werden. Ich möchte so reagieren, agieren wie Jesus. Ich möchte Menschen bedingungslos lieben. Ich möchte nicht beeinflusst sein vom Sichtbaren, sondern ich möchte so sein wie Jesus. Hilf mir, dass die Veränderung geschieht in meinem Leben. Gib doch Gott jetzt gerade eine Antwort. Vater, ich danke, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist. Herr, du bist ein Gott, der vergibt. Hilf uns, ohne Vorurteile zu leben, nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir dich, Jesus, der Herr von der Herrlichkeit, dürfen immer wieder wie in einem Spiegel anschauen. Und wir wollen dich sehen in all deiner Größe und Herrlichkeit und Pracht und Majestät. Jetzt gerade. Danke dir und immer wieder neu. Danke, Herr. Durch dich ist Veränderung möglich. Jede Mauer muss brechen. Der, wo du bist, der, wo deine Herrlichkeit offenbar ist. Ich danke dir dafür.